Teddy. Das ist ja Katastrophe. Oh je, meine Ei. Sie haben mal Säule auch. Was ist los, Dr. Kröttli? Es ist eine riesige Katastrophe passiert. Unsere beiden Köche sind zusammengebrochen und liegen stöhnend am Boden. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, das Allerschlimmste. Kein Mittagessen. Ich glaube, das klingt nach einer Magenverstimmung. Ich gehe sie gerade untersuchen. Dürfen wir mit Computer spielen? Nein, das ist gar kein Computer, das ist ein Scanner. Sie sind aber gar nicht nett mit uns. Wieso machen ihr nicht Zusammensetzspiele, die ich euch gebracht habe? Mit denen sind wir schon längst fertig. Wenn ihr mich losbindet, dann verspreche ich euch heute Nachmittag eine grosse Torte für ein Billy sein Geburtstagsfest. Also gut. Das da. Nein. Oha. Das braucht man. Da sind Sie ja, Dr. Fieberbei. Wir haben ein kleines Problem. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich bin völlig fertig von meinem Dienst in der Kinderstation. Die sind so überstellig. Man kann sie mit nichts beruhigen. Und Zusammensätzchen haben sie schon alle gemacht. Ich weiss wirklich nichts mehr, was es interessieren könnte. Ich hätte da schon ein paar Ideen, was den Kindern gefallen könnte. Der Billy ist am allerschlimmsten. Ich musste ihm ein Geburtstagsfest und eine Torte versprechen. Oh je, das wird heute schwierig. Warum? Weil unsere Köche krank sind und nicht kochen können, das ist das Problem. Es gibt kein Morgen, kein Mittag und keine Nacht. Da 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 da, holala lololo, fang! Hey. Ein bisschen mehr Salz, bitte. Das habe ich sicher auch gern. Wie läuft's bei euch, Teddys? Alles im Griff. Wir sind euch alle äußerst dankbar. Ohne euch gäbe es nichts zu essen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr kochen könnt. Mama, wir kochen ja immer, gell, Teddy? Wir essen eben gern. Ja, das stimmt. Also der Haferbrei zum Morgen war prima. Was gibt's zum Mittag? Das gleich wie daheim. Das Gleiche, was wir immer essen. Was? Schon wieder Haferbrei? Nur nicht jammern. Dafür gibt es ein extra grosses Dessert. Aber das ist ja auch Haferbrei. Und dabei haben wir Haferbrei überhaupt nicht gern. Wir finden es grusig. Aber Haferbrei ist etwas Wunderbares. Ich habe nicht genug bekommen davon. Ihr müsst endlich wieder essen. Die beiden Teddys haben euch darum etwas extra Feines gekocht. Und schon sind wir da und bringen unsere Spezialität. Ja, Haferbrei ist besonders gut für kranke Bäuche. Ich bin schon wieder, ich hasse Haferbrei. Aber das ist doch so fein. Ja, wir essen den jeden Tag. Also ich habe ihn wirklich selber auch nicht mehr gesehen. Und alle anderen Patienten ebenfalls nicht. Ausser euch gibt es überhaupt niemanden, der immer Haferbrei essen will. Sogar der Dr. Kröttli hat sich beklagt. Ja. Und das stimmt. Ich finde immer sehr wählerisch mit dem Essen. Und ich muss sagen, der Haferbrei passt meiner verwöhnten Zunge hinten und vorne überhaupt nicht. Wir müssen für alle sofort etwas zu essen organisieren. Und in der Zwischenzeit würde ich gerne noch die Säule untersuchen. Hat jemand den Scanner gesehen? Teddys haben eben nicht begriffen, dass verschiedene Tiere auch verschiedene Essen brauchen. Sie können schnell Trübli rüsten. Haben Sie auch ein Lieblingsessen? Also, das hat meine Mutter immer gemacht, als ich noch ein kleiner Hund war. Knochen und Hundekuchen. Ich habe das amigs richtig abgeschlabbert, weil ich es so gerne hatte. Sie sind sicher ein herziges, kleines Hundekind, das auch ab und zu einen Streich gespielt hat. Ach, hören mir auf mit Kind. Die von der Kinderstation haben den Scanner geklaut. Und nachher haben sie gesagt, sie brauchen 3 verschiedene Kuchen, weil jeder etwas anderes gerne hat. Ah ja? Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir da machen können. Einmal Poulet mit Pommes frites. Schmeckt köstlich. Einmal Gras Spaghetti au Pesto. Einmal Bananenkuchen. Prima. It's happened! Da kommt etwas extra Feines für euch. Dann halt eben nicht. Dann hat sie noch ein Risotto. Jetzt haben wir die ausprobiert. Die will einfach nichts essen.
Der weiss mit kaltem Haferbrei, das ist eine Delikatesse. Geht weg mit eurem Haferbrei. Übrigens, hat jemand das Geld gefunden? Ich auf der Kinderstation. Ich hoffe, dass er noch funktioniert. Was ist da schon wieder los? Ich glaube, ich muss Dr. Nilfi holen. Dr. Fieberbein, ich komme aus der Küche. Die Kindertour die ist fertig. Aber Kitty, wieso hat sie das jetzt gesagt? Das Kinderfest ist doch erst am Nachmittag. Jetzt brüllen die bis dann. Das glaube ich nicht. Wir wollen Torte! Wir wollen Torte! Da ist die Torte. Achtung, ihr müsst jetzt bitte alle an den Tisch sitzen. Ja! Habt ihr euch die Hände gewaschen? Ja, meine sind Meine auch, sauber. meine auch. Das ist ja gar keine richtige Torte, das ist ein Zusammensetzspiel. Doch, das ist eben ein Zusammensetzspiel Torte. Es hat Rüeblikuchen, Schokokuchen und Zitronenkuchenteile. Und wenn ihr alle Teile richtig zusammensetzt, dann gibt es daraus einen riesigen Geburtstagstorte. Super! Jetzt habt ihr bis zum Fest Zeit für euer Kuchenzusammensetzchen. Gut gemacht, Kitty. Was haben wir da aus? Also Salatkuchen, Tomatencremesuppe, Äpfelpudding. Es wäre wirklich viel einfacher, wenn auch gerne Haferbrei hätten, so wie wir zwei. Das nützt alles nicht. Die Kinder haben den Scanner ruiniert. Die sind einfach alle so furchtbar fürchterlich geschnetterfressig. Also, Teddys, was soll jetzt das schon wieder? Das ist ja eine riesen Sauerei. Oh, Sauerei? Sauerei! Ich liebe solches Essen. Kompliment. Das war eine gute Idee. Man tut einfach alles in einen Topf und schon gibt es Säule essen. Ja, wir sind eben Spitzenköche. Genau. Und es freut uns natürlich besonders, dass zwei andere Köche unsere Kochkunst so schätzen. Gut gemacht, Kinder. Eine wunderschöne Torte. Alles Gute zum Geburtstag, Bibi. So, das wäre geschafft. Und jetzt habe ich für Sie eine Überraschung. Etwas, was Sie schon lange nicht mehr gegessen haben. Was ist es denn? Knochen und Hundekuchen. Das sieht ja aus, wie wenn es meine Mami gemacht hätte. Oh, das erinnert mich wieder an früher. Als ich noch ein junger Hund war. Oh, ich hatte viele Geschwister. Wir haben zusammen gespielt und die ganze Zeit Katzen gejagt. So, Sie haben Katzen gejagt. Möchten Sie nicht auch gerne mal junge Hunde haben? Junge Hunde? Ich habe doch keine Zeit für Rettings. Ich würde Ihnen schon helfen. Ich kann gut mit Kindern umgehen. Sie haben es ja vorhin gesehen. Was? Kind? Hund? Nein. Aber überlegen Sie mal, ich würde Ihnen immer Ihr Lieblingsessen kochen. Knochen und Hundeküchen. Und das jeden Tag. Kitty, mein Essen, Kitty.